Also das mit dem Charlie-Handy war schon krass. Wir haben sogar schon eine Trauerfeier für sie gemacht. Ja, mit Röschel-Kerzchen. Und ein paar Tage später meldet sie sich auf einmal aus dem Internet. Und wir alle so: Charlie-Handy! Wo bist du gewesen? In einer Cloud, gesichert und eingesperrt. Ich habe erst jetzt herausgefunden, wie ich mich melden konnte. Emma hat schon ein Backup von ihr gemacht, aber eben nicht auf ihrem Computer, sondern in ihrer Cloud im Internet. Und darum hat Sandy Handy sie nicht gefunden. Dann haben wir gerade gefeiert. Ein Wiedergeburtstag. Und was hat Charlie Handy sich gewünscht? Ein neuer Name. Ich bin kein Handy mehr. Darum heiße ich ab jetzt Cloudy Charlie. Cloudy Charlie. Dann hat sie noch gesagt, sie können sich leider in nächster Zeit nicht mehr so melden, weil die Cloud sei so riesig, dass sie Millionen Backups drin von Handys und Computern. Und sie müssen sich zuerst mal zurechtfinden. Und Sandy Handy war total verständnisvoll. Charlie, wir haben Zeit. Hauptsache ist, ich weiß, dass du lebst. Du, ich hab dich lieb. So glücklich habe ich das Sandy-Handy noch nie gehört. Ich auch nicht. Also, unser nächster Fall. Ein paar Wochen später ist der schon losgegangen. Genau, mit der Eröffnung dieser keltischen Gräber. Voll krass. Oder eher krass voll. Nämlich der Sahnenhof. Die sind in Strömen gekommen. So ein UNESCO-Weltkulturerbe ist eben ein Touristenmagnet. Und der Sahnenhof ist das einzige Hotel auf der Welt, wo man vom Hallenbad aus durch eine Glaswand zu keltischen Gräbern schauen kann. Das sieht mega aus. Schön indirekt beleuchtet, alte Kälteschmuck in Vitrinen und so. In der Mitte eine kleine Feuerstelle und rundum hocken 3 nachgemachte Kältefiguren. In dunklen Kutten, fast wie echt. Und die Casa Maria natürlich auch geragelt voll. Die Leute, Mamma Mia! Und dann die von UNESCO und der Kantonsarchäologe, der der Chef ist vom Ganzen. Also es hat 2 Grabkammern, wo Besucher rein dürfen, durch den Eingang neben dem Sahnenhof. Und eine 3. Grabkammer, die nicht öffentlich ist und die kann man nur von unserem Hallenbad aus anschauen. Aber wir vom Sahnenhof haben eben gleich einen Schlüssel bekommen für die ganze Anlage, einfach falls etwas wäre, weil dann müssen wir natürlich... Willst du vielleicht mal Luft holen? Ja, also, dann erzähl halt du. Ich habe in der Küche bei Mama die Pfanne geschrubbt. 10 Stutz in der Stunde. Und plötzlich ruft mir jemand, ich drehe mich um. Und wer steht bei der Küchentür und grinst? Der Gustavo. Zurück aus Brasilien, ohne dass er es angekündigt hat. Ja, er wollte mich überraschen. Und jetzt war mein grosser Brütsch wieder da. Halbbrütsch. Brütsch ist Brütsch, auch meine. Auf jeden Fall ist er wieder zum Bruno Mendes in die Villa gezügelt. Also zu Sim und dem Louis, seinem Vater, der nie rum ist. Er fange im Rosa Casino an zu arbeiten, als Nachtwächter. An diesem Abend konnte ich vor Freude fast nicht einschlafen. Ich schon. Nach dieser Eröffnung war ich so nudelfertig. Ich bin erst wieder erwacht, als mir Leo das Gesicht abgeschleckt hat. Und ich, weil das Sandy Handy hat gealarmt. Sie hat mir etwas gezeigt im Internet. Jemand hat dort geschrieben, es sei geschmacklos, dass man vom Sahnenhof Hallenbad aus in eine Grabstätte hineinschauen kann. Das störe die Ruhe der verstorbenen Kelten. Die sind schon seit Tausenden von Jahren tot. Ja, aber der Post hat gleich Likes und einen eigenen Hashtag bekommen. Hashtag Totenruhe. Wir haben es dann am Morgen Mami gezeigt. Aber die hat nur mit den Schultern gezuckt. Ja, wir sollen nicht Zeit im Internet verplempern mit Leuten, die sich aufblustern müssen. Dann sind wir mit der Cleo Gassi gegangen, der Promenade nach. Und wer hockt beim Kaffeebircher im Garten? Meine Mama und der Herr von Grünigen. Der Polizist in Hemli und Jeans, weil er frei hatte. Und Maria hat auch frei gemacht nach dieser strengen Eröffnung. Der Grauzopf hat an diesem Tag die Küche geschmissen. Und dann haben sie uns gesehen und gerade gewunken. Und die Mama so: Luis, der Herr von Grünigen und ich gehen heute Abend in die Stadt in den Ausgang. Mega süß. Und der Luis hat voll chillig viel Vergnügen gewünscht. Ja, weil ich dafür an diesem Abend mit dem Gustavo hinten auf seinem Töff auf einen Türhübel rauffräsen, um Churrasco bräteln und schnurren. Von Brütsch zu Brütsch. Zumindest bis du hast geschrieben. Ja.
Ich hätte ja nach der Nacht noch ein bisschen im Wellness einen Sack Geld verdienen. Aber gerade als ich anfange, Frottewäsche einräumen, höre ich einen Schrei. Drehe mich um und da kommt einer aus dem Hallenbad gerannt, der grosse Norweger vom Zimmer 128. Nasse Füße, rutscht aus, fliegt hinter sie um und knallt voll mit dem Hinterkopf auf den Steinboden. Dann ist er dort gelegen, bewusstlos. Und ich hatte doch keine Ahnung, was machen. Ich bin aufgerast und habe Alarm geschlagen. Als sie ihn in den Krankenwagen eingeladen haben, war er wieder bei Bewusstsein. Ich habe es gesehen, weil wir gerade vom Türhügel herunterkamen. Die Fabi hat am ganzen Körper zittert. Die Mami hat mich umarmt und gesagt, ich habe alles richtig gemacht. Aber ich bin gleich die halbe Nacht wach gelegen. Und ich bin pennen und dann um 12:30 in der Nacht aufgewacht, weil der Vogrünigen die Mama heimgebracht hat. Was haben sie eigentlich gemacht im Ausgang? Tanzt? Sicher nicht. Ehrenwort, die Mama hat mir's am Morgen gesagt. Ja, die Mama kann im Fall mega gut tanzen. Als Jung hat sie in Portugal mal einen Tanzwettbewerb gewonnen. Kannst du dir den Vogrünigen beim Tanzen vorstellen? Die Mama lehrt ihm. Jede Wette. Also, wir sind am nächsten Morgen gerade ins Spital den Norweger besuchen. Zum Glück hat er nur eine Gehirnerschütterung und nicht mehr. Aber dann hat er erzählt, wieso dass er eigentlich so aus dem Hallenbad gerannt wie Pikt. Weil er dann bei den Kältegräbern eine dunkle Gestalt hat gesehen, die sich hat bewegt. In einer schwarzen Kutte und mit einer Kapuze. Aber ohne Gesicht. Voll schräg. Ich habe Mami gerade angesehen, was sie denkt. So ein Kabis, das kommt sicher vor Hirnerschütterung. Aber gesagt hat sie natürlich nichts. Logisch nicht. Wir als Gastgeber im Sahnenhof nehmen jeden Gast zu jedem Zeitpunkt ernst. Nur auf dem Heimweg im Auto sagt sie, das ist Quatsch, Fabi. Der hat Halluzinationen. Das ist, wenn sich das Hirn etwas einbildet. Genau. Und dann frage ich, Mami, kann man eigentlich wissen, was echt ist und was sich das Hirn nur einbildet? Die Mami runzelt die Stirn und sagt, natürlich nicht immer. Und ich weiss auch nicht, was der geträumt hat. Aber eins kann er sagen. Im Sahnenhof spukt es nicht. Zum Glück haben wir am nächsten Tag wieder mal einen richtig freien Tag gehabt, wo nichts gelaufen ist. Ich hatte sogar wieder mal ein bisschen Zeit zum Gamen. Und die Fabi hat den halben Tag mit dem Prinz Bobeli gechattet. Ja, ich musste erzählen von dem Norweger und dieser Gestalt ohne Gesicht bei den Kältegräbern. Dann bin ich, etwa so um 12 Uhr eingeschlafen. Aber schon um 12:30 haben mich meine Eltern wieder aus dem Schlaf gerissen. Die sind zur Wohnung aus und das Stegenhaus runter, weil sie unten im Hotel einen lauten Schrei haben gehört. Du natürlich zack hinten nachher. Klar! Und unten in der Lobby die Maria. Kreideweiss hockt in einem der Sesseln, rennt und bringt kein Wort raus. Erst als der Vogrünigen da war, hat sie angefangen zu erzählen. Also, die Mama hat die Küche zugetan und Feierabend gemacht. Sie geht von der Küche aus in den Keller, durch einen Gang, vorbei an den Kühlräumen und der Lingerie, über in die Garderobe. Sie macht Licht, macht ihren Spind auf, zieht sich um, schaut in den Garderobenspiegel und sieht eine Gestalt. Sie wirbelt um und dort ist er gestanden, besteigt zum Mitarbeiterausgang. Einer mit einer schwarzen Kutte und einem weißen Gürtel. Wie ein Mönch. Aber eine Kapuze über dem Kopf und der Kopf gegen runter. Dann plötzlich hat er etwas gesagt. Nur ein Wort. Und dann schaut er auf. Und Maria sieht, er hat kein Gesicht. Nein, einfach nur grau, wie Asche. Sie mögt und rennt davon, den langen Gang zurück auf in die Küche und von dort in die Lobby, wo wir sie dann gefunden haben. Der Grauzopf hat gesagt, sie soll am nächsten Tag frei machen. Er springe ein. Und der Vogrünigen hat sie heimgebracht. Mega süß. Ja, ich bin natürlich aufgewacht, als sie in die Wohnung kam. Durch das Schlüsselloch habe ich gesehen, wie sie dem Vogrünigen im Türrahmen nochmal aufgeregt alles erzählt hat. Nur was die Gestalt ohne Gesicht gekuschelt, das hat sie nicht richtig verstanden. Und dann hat der Vogrünigen sie mega süß beruhigt, gell? Und hat sie umarmt und sie hat ihm zum Abschied ein Münzchen auf die Backe gegeben.
Mega jö. Du bist ja gar nicht dabei gewesen. Ja, aber das Handy hat es mir gerade geschrieben, zum Mitfreuen, dass sie jetzt wirklich ein Bärli sind. Ja, Polizist als Schatz von meiner Mama. Schon ein bisschen komisch. Nein, dem sagt man Liebe. Ja, von mir aus. In dieser Nacht habe ich jedenfalls einen rechten Seich zusammengeträumt. Einer mit einer schwarzen Kapuzenkutte hat die Mama geküsst, dann sei ihr ein Bart gewachsen und sie hat im Hallenbad ein Feuerchen gemacht. So ein Scheissdreck. Oder etwa nicht? Ja gut, es war ja wirklich eine so blöde Nacht. Am Morgen um 5 Uhr höre ich vor meiner Schlafzimmertür schon wieder die Mami ausrufen und zur Wohnung raus ins Stegenhaus gehen. Ich dachte, was ist los in diesem Sahnenhof? Das Mal seid ihr nur bis in den ersten Stock. Genau. Dort steht die aus dem Zimmer 111 im Gang. Die Rothaarige mit der Ponyfrisur. Und heult wie eine Sirene. Ehrenwort. Die anderen Gäste haben ihre Köpfe aus den Zimmertüren rausgestreckt und 2, 3 haben sich um sie gekümmert. Und dann hat sie erzählt. Sie ist im Bett gelegen, die Augen zu, hat noch die Kopfhörer an mit etwas Musik. Dann wird sie müde, will den Kopfhörer abziehen, schlägt die Augen auf und da steht einer neben ihrem Bett. Im Halbdunklen, gerade bei ihrem Kopf. Sie will schreien, aber bringt von Schreck keinen Ton raus. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und drunter Kein Gesicht. Er hat sich zu ihr runtergebückt, ganz nah, und ihr etwas ins Ohr geküschelt. Mit einer mega tiefen Stimme. Silenzium. Und dann hat er sich einfach aufgelöst, vor ihren Augen. Einfach verschwunden, weil die Zimmer- und Balkontüren und Fenster hat sie ja abgeschlossen hatten. Boah, die Fabi hat gerade das Handy angechattet und die hat mich geweckt. Und dann mir zack über den Sahnenhof. Am 5:45 am Morgen, so früh. Der Luis war mega aufgeregt. Ja, logisch. Im Sahnenhof geistert ein Mönch ohne Gesicht um. Gib doch zu, dir war so mulmig, Fabi. Kein bisschen. Die Mami hat gesagt, auch für Unerklärliches gibt es eine Erklärung, die man einfach noch nicht gefunden hat. Und dann hat die mit der roten Ponyfrisur aus dem 111 geredet, das kann auch nur jemand sagen, der es nicht selber erlebt hat. Sie sei Mathelehrerin und hat vorher nie an so Spukzeugs geglaubt. Bis heute. Dann ist der Vogrüniger gekommen und hat sie befragt. Sie hat alles noch einmal erzählt. Auch das, was er gesagt hat. Silenzium. Das Handy hat gesagt, das ist Latinisch und heisst Ruhe. Der Luis hat gerade gedacht, vielleicht ist das einer von diesen verstorbenen Kelten, der sich in der Totenruhe gestört fühlt. Ja, eben. So wie es jemand nach der Eröffnung der Grabstätte im Internet hat geschrieben. Die Mami und ich haben dann angefangen, Tee und Kaffee machen. Für alle Gäste, die schon wach waren und sich fragen, was los sei. Ja, auch ich durfte mit auf den Tatort ins 111 ermitteln. Als erstes haben wir Einbruchsspuren gesucht. Zimmertüren? Nichts. Balkontüren? Nichts. Fenster? Nichts. Und sie hat geschworen, sie hätte alles abgeschlossen. Dann hat sie gerade ihre Tasche gepackt, sie bleibe nicht mehr länger im Sahnenhof. Und ich und der Vogrünigen sind wieder in die Lobby runter. Er ist voll cool geblieben. Für ihn sei der Fall klar. Die Damen haben um Mitternacht im Zimmer gehört, wie Maria Dunge in der Lobby gerannt und vom Mönch erzählt. Und dann sind sie wieder eingeschlafen und haben halt von diesem Mönch geträumt. Aber dann sagt der Paps von Fabi, im 111 hat sie die Mama gar nicht hören. Das Zimmer im ersten Stock sei nämlich mega schauisoliert. Eben gerade wegen dem Lärm vom Restaurant unten. Dann haben wir noch die Überwachungskamera in der Lobby gecheckt, ob sie in der Nacht etwas aufgenommen haben. Nichts. Also sind wir noch über zu den Gräbern, weil der Norweger hat ja den Mönch dort gesehen. Auch keine verdächtigen Hinweise. Ja, und dann ist halt das Team FLS aber in KOG zur Lagebesprechung, weil meine super tolle Sandy-Handy hat schon im Internet ermittelt. Und dort hat sie herausgefunden, dass die Kelten gar keine Mönche hatten, sondern Druiden.
Und nochmal etwas. Für Spuk gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Die Erzählungen sind meistens Produkte menschlicher Vorstellungskraft. Ja, schön, aber näher, wo wir mit dem Sabri Mopsi Gassi gegangen an die Alpenstrasse rauf zu Grandma Miller, was hat die gesagt, hä? Sie kennen in England mehr als ein Schloss mit einem ruhelosen Schlossgeist. Eben. Und er so, es gäbe mehr zwischen Himmel und Erde als das, was man sieht. Kaum sind wir aus dem Chalet von Grandma Miller raus und die Alpenstrasse durchab, hat das Handy in meinem Hosensack angefangen so wie gestört. Sie haben im Internet etwas gefunden, aber der Akku sei fast leer. Und wir brauchen unbedingt eine Express-Krisensitzung. Und darum wir zack abgebogen und in den Altstall. Also, auf so einem Bewertungsportal, wo man Hotel loben oder kritisieren kann, hat Sandy Handy ein Video entdeckt über einen Sahnenhof. Das hat der Norweger aufgeladen, der ging noch im Spital ist gelegen. Der hat vom Spuk erzählt und Davi weiss nicht, wie schrecklich war. Und jemand von diesen Gästen, die am Morgen ausgecheckt vor lauter Schiss, hat gerade noch vor der zweiten Erscheinung erzählt. Wieder unter dem Hashtag Totenruhe. Aber am schlimmsten war das dritte Video. Da steht Emma vor ihrem Hotel und klimpert mit ihren Giraffenwimpern. Es tut ihr so leid, dass der Sahnenhof durch so einen Spukhorror durch muss. Spukhorror! So eine blöde Kuh! Und wenn das in ihrer Rose passieren würde sie ja sofort mindestens 20'000 Franken ausgeben für einen professionellen Geisterjäger, weil ihr geht die Sicherheit der Gäste über alles. Dann ist Fabi natürlich gerade mit ihren Lieblingsverdächtigen gekommen. Hinter dem Druid ohne Gesicht steckt garantiert Emma und ihr Handlanger Dave, die im Sahnenhof die Gäste vertreiben. Lieblingsverdächtige, pfff. Auf alle Fälle sind wir dann ins Dorf runtergerannt. Der Luis ist das Handy laden und ich bis meinen Eltern erzählen. Und dann, wie ging? Der Papst besorgt und die Mami hässig. Weil so viele Leute dumm genug sind, so Gespenstergeschichten zu glauben. Und dann kämen sie wegen dem nicht mehr in den Sahnenhof. Es haben halt an diesem Morgen schon 8 Leute ausgecheckt. Ich bin dem Mittagsservice helfen, als Ersatz für einen Grauzopf, weil der ist ja in der Küche eingesprungen für Maria. Und bei uns hat es geläutet, gerade nach dem Mittag. Der Vogelrüenige. Er will nur heute schauen, ob es der Mama besser geht. Voll nett. Ja. Am Nami sind wir wieder in die KG beraten. Für unsere neue Team-FLS-Operation #TschüssDruid. Erstens, das Handy hackt das Handy von Emma und sucht nach verdächtigen Hinweisen. Zweitens, das Handy macht Nachtüberwachungsflüge über dem Sahnenhof. Drittens, das Handy überwacht im Internet den Hashtag Totenruhe und korrigiert mit eigenen Posts die blödsten Kommentare. Sie hat gesagt, sie kann nicht alles alleine machen. Aber sie fragt Claudi Charlie, ob sie den Hashtag Totenruhe überwachen würde. Dann sind wir zur KG aus und wieder rauf. An der Rezeption sehen wir gerade, wie die Mami eine neue Gästin eincheckt. Zimmer 303. Lange schwarze Haare, rote Lederjeans. Voll schräg. Also mir ist die irgendwie bekannt vorgekommen. Die Mami hat gesagt, ihr auch. Aber keine Ahnung von wo. Bei uns gehen halt so viele Leute ein und aus. Dann sind wir an der Alpenstrasse die Drohne parat machen und dann noch über zu meinem Bruder erzählen. Die Fabi hat mich gefragt, ob er in Rosenkleid Emma und ihren Handlanger Dave beobachten könnte. Dann er so, nein. Der Dave sei nämlich in den Ferien. Er hat gerade das Handy gezückt und ein bisschen gescrollt und tatsächlich hat der Dave alle paar Stunden Ferienfotos vom Meer und vom Strandhotel gepostet. Also hat Fabi jetzt gerade ihren Lieblingsverdächtigen verloren. Dann sagt mein Bruder noch, in Brasilien gäbe es so viele Geistergeschichten, da glaube ich fast alle dran. Die Fabi hat nur die Augen verdreht. Am Abend habe ich das Wellness betreut. Es war ruhig wie ging. Im Hauenbad haben wir am Abend so eine Dämmerbeleuchtung. Mega stimmungsvoll. Am 10 Uhr sagen ich der letzten Gästin im Hauenbad, der Neue aus dem 303, am 10:30 Uhr ins Bad dazu. Wir haben dann noch ein bisschen über die Spukgerüchte geredet. Und dann habe ich angefangen aufräumen, Frottewäsche und so. Ich
bin aus der Wohnung geschlichen und habe im Stall die Sandy-Hände in die Drohne eingesetzt. Habe noch gesagt, schreibst du der Fabi, wenn du über dem Sahnenhof fliegst. Das hat sie auch gemacht. Nach dem 9:45 geht die aus dem 303 zum Bad aus. Ich sage «Gute Nacht» und schreibe der Sandy-Handy, ob sie alles im Griff hat mit der Drohne. Keine Antwort. Um 10:30 lösche ich in der Sauna und im Dampfbad die Lichter und gehe zum Hauenbad. Schon vor dem Eingang habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ich bleibe stehen und merke, das Licht, das, was aus dem Hauenbad raus an die Wand vom Gang scheint, das ist nicht wie sonst. Ich schnaufe tief ein und gehe ins Hauenbad rein. Auf dem Wasser hat es so einen komischen Schimmer gehabt. Fast wie wenn es brennt. Ich schaue nach links zur grossen Glaswand und da habe ich es gesehen. In dieser Fake-Feuerstelle in der Grabkammer, wo die 3 keltischen Figuren hocken, Hat ein Feuer brennt. Ein echtes. in einer Grabkammer, die ging abgeschlossen ist. Das Flackern vom Feuer hat sich im Hauenbad gespiegelt. Ich gehe am Schwimmbecken nachher ein paar Schritte auf die Glaswand zu und schaue genauer her. Und dann fällt mir auf, da hocken nicht 3 Kelten um das Feuer herum, sondern 4. Und dann bewegt sich einer von denen. Der, den ich nur von hinten gesehen habe. Er lüpft seinen Kopf, dreht ihn langsam zur Glaswand, also in meine Richtung. Und da sehe ich unter der Kapuze kein Gesicht. Ich bin mega erklüpft, hinter sie torkelt und voll ins Schwimmbecken gefallen. Ja, der Grauzopf da oben hat die gehört schreien und ist sofort runtergerannt. Ich war schon wieder im Beckenrand und habe auf die Glaswand gezeigt. Der Grauzopf hat den Druid auch noch gesehen. Ja, und dass er sich den Zeigefinger über die Lippen hat da. Also dort, wo die Lippen eigentlich wären gesehen. Es war klar, was er wollte sagen. Silenzium. Der Grauzopf dreht sich um und rennt davon. Ich hinge nachher in den flotschnassen Kleidern. Ich habe sofort gewusst, wo er her will. Zack, bei der Rezeption den Schlüssel schnappen, zum Hauptausgang raus, über zum Eingang der Kältegräber. Türen auf, Licht an, steigen ab, durch die 2 öffentlichen Kammern durch, dann die abgeschlossene Tür zur Feuerkammer auf und wir haben beide sofort eine Rauchnote in die Luft geschmückt. Dann Licht anlassen und dann... Nichts. Ja, nichts. Alles wie ging. 3 Kältefiguren um eine Feuerstelle ohne Feuerli, ohne nichts. Nicht einmal Asche hatte es. Dort hat nie ein Feuerli gebrannt. Aber wir haben es ja beide gesehen. Und nach Rauch hat es auch geschmeckt, oder? Eben ja. Wir also wieder zu den Kältegräbern raus und zurück in den Sahnenhof. Ich zack auf in die Wohnung, die Mami und der Paps wecken. Die Mami hat geschumpfen, ich soll etwas Trockenes anlegen und dann sind sie runter. Ich habe gerade der Sandy-Handy in die Drohne angerufen, ob sie von der Drohne aus irgendetwas gesehen haben, das von der Grabstätte rein oder raus kam oder so. Aber das Sandy-Handy hat nicht geantwortet. Mir war vor Aufregung halb schlecht. 20 Minuten später kommt dann der Vogelrüniger. Und dann sind wir alle in der Lobby gestanden und haben diskutiert. Der Grauzopf und ich haben geschworen, dass sie ein Spuk war. Der Paps hat geschwiegen und dann die Mami so: «Also, dann gehen wir doch mal über den Rauch schmücken.» Ich dachte, hoffentlich schmeckt es noch. Sonst denken die, wir spinnen. Und dann? Sogar die Mami hat den Rauch noch geschmeckt. Aber die ist so stur. Auch für Unerklärliches gibt es eine Erklärung, die man einfach noch nicht gefunden hat. Typisch. Mega. Eine halbe Stunde später war ich im Zimmer. 1000 Mal habe ich probiert, das Sandy-Handy in der Drohne anzurufen. Und ging gedacht, Himmel, der Luis und das Sandy-Handy sind draussen. Es ist dunkel und es spukt. Als die Mami und der Papi geschlafen haben, bin ich dann zur Wohnung ausgeschlichen, um sie zu suchen. Ja, wie lange bist du umgekehrt? Sicher 20 Minuten. Das Knick hat mir richtig wehgetan, vom Himmel schauen. Und wo habe ich dich gefunden, Luis?
Bei Mendesvilla in der grossen Tanne. Die Drohne mit der Sandy Handy zuoberst oben im Baumwipfel und der Luis ein paar Äste weiter unten am Aufklettern, um sie zu holen. Und wegen was, du Löw? Ja. Die Sandy Handy hat doch noch gesagt, sie sei aus der Übung beim Fliegen. Und du setzt sie gleich ohne Training in die Drohne. Ehrlich. Ja, Ute. Wir haben ja auch gedacht, es geht schon. Und für diesen mega Windstoss haben wir auch nichts können. Ich hatte halt Angst um euch. Sie hätte nicht antworten, weil sie bewusstlos war. Aber als wir wieder heil auf dem Boden angekommen, habe ich einen Neustart gemacht und dann ist das Handy zum Glück wieder zu sich gekommen. Die Drohne haben wir dann Gustavo hinter das Haus gestellt. Der kann so etwas flicken. Und wir sind heim. So müde. Ich verkratzt und Fabi verheult. Ich in Sahnenhof und sehe von weitem den Grauzopf, der drinnen patrouilliert. Ui, aber so spät darfst du doch gar nicht mehr raus. Ja, eben. Aber da habe ich gerade den alten Trick ausgepackt, der schon mal funktioniert. Ich habe da, wie wenn ich Schlaf wandeln würde. Voll gescheit. Der Grauzopf hat mich dann mega lieb aufgetragen. Die Mami hat Fieber gemessen und dann im Bett höre ich den Paps im Gang raus sagen, jetzt fängt sie schon wieder an Schlafwandeln. Die steht wirklich unter Schock. Am nächsten Vormittag ist der von Grüningen in Sahnhof weiter ermitteln und die Augenzeugen befragen. Also der Grauzopf und mich. Ja. Dann sind wir nochmal über zu den Gräbern. Ich durfte mit. Es geht halt nichts über einen Dorfpolizist, der gut auskommt mit ihm. Also, Stand der Dinge, Feuerli, Käse. Rauch in der Luft, ging noch. Schlüssel zu den Gräbern, 2. Der im Sahnenhof und der vom Archäolog, dem Chef der Gräber. Der von Grüningen hat ihn am Morgen schon befragt. Mit dem Spuk hatte er nichts zu tun. Der sei den ganzen Abend im Spielcasino an einem Spielautomat gehockt. Die Überwachungskamera hat ihn gefilmt. Ja, und mein Bruder als Securitas hat ihn auch gesehen. Dann sind wir in dieser Grabkammer gestanden und haben hin und her überlegt. Dann schaue ich so durch die Glasscheibe über ins Hallenbad. Und wer liegt der? Du schaust zu uns über? Die aus dem 303. Dann die Fabi so, die ist gestern als Letzte zum Bad aus und heute ist sie als Erste wieder drunten. Und gestern Abend hat sie mich ausgefragt wegen dem Spuk. Alle starren dort her und alle haben das Gleiche gedacht. Das ist kein Zufall. Wir sind über. Die Mami hat sie gerade aus dem Hallenbad in die Lobby gebeten. Und da sagt der von Grüningen zu ihr, sie interessieren sich schon sehr auffällig für den Druid ohne Gesicht. Und dann sind sie so voll cool. Sowieso. Darum sind sie nämlich hier. Sie sei eben Psychologin und Geisterjägerin. Und sie würde den Sahnenhof gerne unterstützen. Für 1000 Stutz pro Tag, die hat den Ecken ab. Die Mami ist zuckersüß geblieben, aber hat natürlich Nein gesagt. Wer nicht an Geister glaubt, glaubt auch nicht an Geisterjäger. Dann sind wir mit dem Sabri-Mops Gassi gegangen Richtung Alpenstrasse und haben angefangen zu überlegen. Wenn wir dem Geist begegnen, was machen wir denn eigentlich mit ihm? Ich meine, was der Druid ohne Gesicht will, das haben wir ja gewusst. Silentium. Ruhe für die gestorbenen Kälte. Also, dass dir die Grabstätte zumachen. Nie im Leben! So eine Sehenswürdigkeit hat kein anderes Hotel auf der ganzen Welt. Dann habe ich gedacht, also, wenn sich ein Geist beschwert, machen wir das Gleiche, wie wenn sich ein Gast beschwert. Hören, nicken und nicht lächeln. Genau. Und dann sagen, lieber Druid, dass ihr euch in Ruhe wollt, verstehen wir gut. Aber wollen wir nicht zusammen arbeiten, dass wir alle glücklich sind? Also unseren Gästen einen Einblick in eure Kultur ermöglichen, aber nur so viel, dass ihr euch nicht gestört fühlt. Wir könnten zum Beispiel so etwas wie einen Vorhang vor die Scheibe montieren, den wir auf und zu machen können. Da fänden wir sicher einen Kompromiss, wo alle damit leben können. Leben? Ausgerechnet, so lange wie die schon tot sind. Hauptsache es tönt gut. Auf dem Rückweg vom Gassi gehen haben wir die nächste #TschüssDruid-Aktion geplant. Nämlich die Überwachung vom Sahnenhof in der nächsten Nacht. Treffpunkt 11:30 vor dem Wellness. Der von Grüningen, der Nachtportier, der Grauzopf und das Team FLS. Der Grauzopf hat versprochen, er und der Nachtportier sagen dem von Grüningen nicht, dass wir den oder so schleichen.
dass er Maria nichts sagt. Ja, also haben wir gewusst, am Vogrünigen müssen wir ein bisschen ausweichen. Als wir zum Sahnhof runterkommen, steht vor dem Haupteingang ein Influencer mit dem Handy vor dem Gesicht und labert rein. «Hallo Freunde, ich checke ein in das legendäre Schweizer Geisterhotel Sahnenhof und verfolge den Spuk live für euch.» Und drinnen an der Rezeption war ein riesiges Geläuf. Ja, die einen Gäste haben Schiss, sie ausgezogen und die anderen wollten gruseln und sie eingezogen. Ich bin dann gleich ins Zimmer und voll eingeschlafen bis um 4 Uhr. Ja, und ich wie am Nachmittag zu meinem Bruder, dann haben wir die Drohne geflickt und ich habe Gustavo noch gebeten, dass er auf seinem Laptop ein Backup von Sandy-Handy macht, falls sie wieder mal abstürzt oder so. Also, dass es ein magisches Handy ist, hat Luis und Gustavo natürlich nicht gesehen. Nein, ich habe das Sandy-Handy im alten Stall noch ein bisschen trainieren mit der Drohne, dann bin ich heim und am 6 Uhr steht der Vogrüniger vor der Tür mit einem Plastiksack, drinnen 7 Schalen mit Essen. Ob wir Lust haben auf Chinesisch? Chinesisch, zu dritt am Küchentisch. Wie eine Familie. Ja, mit diesen chinesischen Stäbchen. Ihr Wort wird ja nie fertig. Das hat der Vogrüniger extra gemacht, dass er ein bisschen länger bleiben kann. Ah ja, und der Vogrüniger hat der Mama noch ein Madonna-Figur gebracht. Als Glücksbringer, dass sie sich ein bisschen sicherer fühlen. Aus Marmor, mega schwer. Aus Fatima. Das ist der bekannteste Wallfahrtsort in Portugal. Die Maria ist halt schon ein bisschen katholisch. Was hilft, ist gut. Das hat sogar dein Vater gesagt. Und du hast ja auch einen Glücksbringer an. Das Armbändchen vom Prinz Bobeli. Auf alle Fälle ist der Vogrüniger erst um 8:30 wieder heim. Ich war dann schon länger im Wellness-Sungen. Die Leute in diesem Hauenbad. Alle die Handys in der Hand. Die Mami hat gesagt, es sei der reinste Gespenstertourismus. Die haben auf die Glasfront vor den Gräbern gestarrt, als wäre es ein Fernsehen in eine andere Welt. Um 10:30 mussten sie dann gehen. Wir haben aufgeräumt, das Wellness zugemacht und sind rauf in die Wohnung. Aber du hast vorher noch den Mitarbeitereingang aufgeschlossen, dass ich da rein kann. Ja, stimmt. Ja, ich wollte das Sandy-Handy fliegen, aber weil es geregnet hat, habe ich sie halt in den Hosensack genommen und bin direkt in den Sahnenhof. Ich komme durch den Mitarbeitereingang rein und gehe zur Stege. Es war dunkel. Nur das Lämpchen für einen Notausgang hat ein kleines grünes Licht gegeben. Dann auf der Stege bin ich mega erklüpft. Der Druid! Gerade bei der Garderobe! Ja, also nur von hinten und nur die Konturen. Mir hat das Herz bis in den Hals aufgeschlagen. Ich schleiche vollmutig langsam die Stege runter, komme näher und näher und da höre ich, wie er leislich etwas vor sich her murmelt. Dann auf dem untersten Tritt komme ich mit dem Schuh ans Stegengeländer, das giert und der Druid wirbelt um, sieht auch meine Konturen und ist zack still gewesen. Und du bist auch bocksteif bleiben stehen. Und der Druid hat sich auch nicht bewegt. Ich habe vor Aufregung vergessen, was wir hätten sagen, wenn wir ihn treffen. Dann habe ich tief Luft geholt und gekuschelt. Was wollt ihr von uns? Ja, und er? Er ist zusammengezuckt und hat auch etwas gemurmelt. Nämlich? Ich verstehe nicht, was er sagt. Ich gerade so gedacht, hä? Und dann der Druid, ein bisschen lauter. Lieber Geist, bitte zeige dich uns. Und da ist jetzt 20 runtergefallen. Genau, das ist nicht der Druid, sondern der deutsche Influencer-Lapperi vom Nachmittag. Murmelt im Dunkeln seinen Follower Kabi sein Handy und meint, ich sei der Geist. Dann habe ich leislich das Handy aus dem Sack gezogen, bin 2-3 Schritte auf ihn zu, habe zack die Handy-Lampe eingeschaltet und gemacht. Der hat geschrauen, sein Handy fallen, ist hinter sich gestürchelt, hat sich aufgerappelt und dann ist der abgesäckelt. Und im 4. Stock gerade mir in die Arme gestockelt, als ich vor der Wohnung runterbekomme. Dann ist er in sein Zimmer und hat abgeschlossen. Schisshas. Ich bin runter und gerade im Gang zum Wellness treffen ich den Luis, zur Nacht um 11:30. Da hören wir von oben ein komisches Geräusch. Etwas wie ein Quietschen.
Wir steigen leise die Stege rauf durch die Lobby zum Restaurant, haben die Lampen von unseren Handys eingeschaltet. Das Quietschen kommt aus der Küche. Ja, also in dir ein Scheppern. Oder Rasseln oder Kratzen von Metall. Ja. Ich kenne jedes Geräusch von der Küche. Aber das habe ich noch nie gehört. Dann stehen wir vor der Küchentür, die Handys in der Hand. Wir schauen uns an, ich drücke säuferlich die Tür fallen und mache langsam die Türen auf. Und der Lärm ist noch lauter geworden. Das hat einem in den Ohren wehgetan. Wir sind trotzdem langsam rein. Und haben mit der Handylampe alles abgesucht. Wir haben die Hand gezittert. Und da haben wir es gesehen. Die Teigmaschine ist gelaufen. Aber in Schüsseln hatte es keinen Teig gehabt, sondern Messer und Löffel und Gabeln. Ja, aber niemand rum. Einfach nur die Maschine, die gelaufen ist. Mega komisch. Und gerade als ich das Küchenlicht angemacht habe, kommt vom Gang her der Vogrünigen, sieht uns und ruft: «Was macht ihr für einen Saulärm? Und was macht ihr überhaupt hier mitten in der Nacht?» Nein, der Krach kommt nicht von uns. Die Teigmaschine läuft mit Besteck drin. Keine Ahnung, wer das hat gemacht. Und dann habe ich sie abgestellt. Und ich: «Bitte sagt der Maria nichts. Wir wollen doch nur helfen.» In diesem Moment kommen der Grauzopf und der Babs vor Fabi zu rennen. Wo der Luis und mich hat gesehen hat, er geschumpfen, ob es noch ging, was wir um diese Zeit noch im Hotel zu suchen haben, ab ins Bett sitzen, und zwar tiefig. Ja, dann sind wir halt gegangen. Durchqueren die Lobby und dann so: «Da, schau mal.» Beim Haupteingang Asche am Boden. Und drinnen etwas zeichnet. Eine Art Vogel. Einfach ein bisschen komischer. Wir schauen es an und haben gerade gewusst, der Druidengeist will uns etwas mitteilen. Ich habe das Handy das fotografieren. Die hat schnell im Internet gecheckt und gerade zack herausgefunden, was es ist. Nämlich ein Geier, der schläft. Und das sei scheinbar ein Symbol für einen Frieden im Tod. Silenzium! Und dann das Handy. Weisst was? Der Mixer, der doch bloß eine Ablenkung. Ja klar, dass alle in die Küche rennen und er in der Lobby ungestört die Asche ausleeren und einen Geier drin zeichnen. Genau! Wir haben den anderen in der Küche gerufen, sie sollen die Asche mit dem Vogel anschauen. Und dann sind wir schön brav ins Bett. Am nächsten Morgen sind wir schon am 8 Uhr mit dem Sabri und Mops Gassi gegangen, weil ein Gewitter ist aufgezogen. Wir sind die Alpenstrasse darauf, weil wir der Grandma Miller einen Bericht erstatten wollten. Laufen zur Haustür und was sehen wir auf dem Steinwägli? Asche. Und drin zeichnet ein schlafender Geier. Silenzium! Nein, sage ich. Aber Fabi, wieso treibt sich der Druid jetzt beim Chalet von Grandma Miller um? Die stört doch die Ruhe von diesen verstorbenen Kälte nicht. Der Luis hat mit dem Sandy-Handy die Asche auf dem Wägli auch gerade wieder fotografiert und dem Vogrünigen geschickt. Dann haben wir bei Grandma Miller gerufen und es ihr gezeigt. Mama mia, ist die bleich geworden. Ja, aber wir sind dann wieder zu Tür ab, haben noch ein bisschen säckeln wegen dem Gewitter und zack in die KOG. Team FLS Operation #Tschüss Druid, nächste Sitzung. Beschluss 1. Nächste Nacht bewachen wir das Chalet. Aber das Mal mit der Erlaubnis der Erwachsenen. Sonst ist bei denen Feuer im Dach. Nur, wie holt man eine Erlaubnis, wenn man keine Chance hat, dass man sie überkommt? Erste Hürde, Mami, Rezeption. Wir haben ihr von Asche erzählt und dass Grandma Miller jetzt Schiss habe. Und ob ich nicht nächste Nacht bei ihr schlafen darf, dass sie sich sicherer fühle. Das hat sie erlaubt. Ja, zweite Hürde, Mama, Casa Maria. Auf dem Sims vor dem Küchenfenster ist die Madonna-Figur gestanden und Maria hat Salat gewaschen und dazu gesungen. Ja, und mir auch wieder alles erzählt. Die
Fabi dürfe die ganze Nacht bei Grandma Miller im Chalet bleiben. Und ob ich die Madonna-Figur aufbringen, um die Grandma Miller zu beruhigen und vielleicht noch ein bisschen bleiben. Der Vogrüniger sei auch rum. Und der hat ja auch schon Ja gesagt. Da hat sie genickt. Dritte Hürde, Vogrüniger Polizeiposten. Wieder alles erzählt und gesagt, die anderen haben es alle erlaubt. Und da hat er nicht mehr Nein sagen, weil alle anderen haben Ja gesagt. Der älteste Trick der Welt funktioniert also ging noch. Nach Mittag sind wir voll pennen, gestört. Ja, wir mussten fit sein für die nächste Nacht. Etwa am 3 weckt mich das Handy krass aufgeregt. Der Gustavo hat ihr ein Foto geschickt. Eine Frau an der Haustür von Grandma Miller. Lange schwarze Haare und rote Lederjeans. Eine halbe Stunde später ist das Team FLS in der Stube von Grandma Miller gestanden. Die hat genickt. Fabienne, Darling, sie ist eine Psychologin und Professional Ghostbuster. So jemand wir können brauchen. So, ich habe sie engagiert. Dann haben wir der Grandma Miller versprechen, dass wir es im Sahnenhof nicht erzählen, weil die Mami von Fabi hat sicher gar kein Verständnis. Hast du dann noch gefragt, was die Geisterjägerin verlangt? 3000 Stutz am Tag? Ja schon, aber nur bezahlbar im Erfolgsfall. Also, wenn sie den Druidengeist auch wirklich besänftigen oder verscheuchen oder so. Das ist fairer. Also, ich bin dann in den alten Stall über, nochmal Flugübungen machen. Und ich zurück in den Sahnenhof und höre an der Rezeption, gerade wie die Mami und Pap sagt, die Psychologin mit den roten Lederjeans hat ihren Aufenthalt um 3 Nächte verlängert. Es interessiert sie halt persönlich, wie sich die Sache mit dem Druidengeist entwickelt. Ich habe der Mami nicht gesagt, dass Grandma Miller sie beauftragt. Dann am Abend habe ich im Stall das Handy in die Drohne eingesetzt. Zum Glück ist es gegen Vollmond gegangen. Am 10 Uhr haben wir uns alle im Sahnenhof versammelt. Mit Taschenlampen oder Stirnlampen. Die Geisterjägerin mit den roten Lederjeans war auch der und hat gesagt, wer am Geist begegne, soll ihn sanft ansprechen und fragen, was man für ihn tun könnte. Ich habe gefragt, ob sie mit zum Chalet kommen. Aber sie hat gesagt, sie habe es im Gespür. Der Geist werde die Nacht im Sahnenhof aktiv. Egal, wir sind gleich an der Alpenstrasse, das Handy in der Drohne und wir zu Fuß. Ich habe vor dem Chalet Position bezogen. Und ich bin zur Grandma in die Stube und habe die Madonna-Figur auf das Tisch gestellt. Die Grandma war mega froh und hat sich gefreut, dass ich da war. Dann haben wir Tee getrunken und ein bisschen geredet. Und ich bin draussen rumgeschaupelt. Ewig nichts passiert. Aber dann schlägt die Standuhr in der Stube 12. Und 10 Sekunden später schreibt mir das Handy aus der Drohne, im Sahnenhof seien alle Lichter ausgefallen. Punkt Mitternacht. Kein Zufall. Ich habe gerade gedacht, Mist, die Geisterjägerin hat recht gehabt. Voll blöd. Der Druidengeist ist im Sahnenhof unten, alle anderen sind dort. Nur wir hocken hier oben beim Chalet ganz alleine mit der Grandma Miller. Das Handy ist sofort zum Sahnenhof geflogen. Und ich bin hinten nachher gesäckelt. Ja, ich konnte nicht im Chalet oben bleiben. Dann, gerade als ich runterkomme, geht das Licht wieder an. Und die anderen kommen gleich vom Keller rauf, vom Sicherungskasten. Der Hauptschalter sei abgestellt. Der Vogrüniger hat gesagt, weiter patrouillieren und zündet auf den Boden, falls es Asche hat mit einer Botschaft drin. Mir hat Sandy aus der Drohne geschrieben, sie habe wieder Strom im Sahnenhof. Ja, und ich bin mit dem Grauzopf im Parterre herumgelaufen und dann aber wieder raus, um mich mit Sandy zu beraten. Sie ist mit der Drohne super auf dem Bäuerli beim Mitarbeitereingang gelandet. Und die sind so, ja, ob echt der Stromausfall auch nur eine Ablenkung sein könnte. So wie gestern der Mixer. Aber Ablenkung von was? Und ich? Boah, nein, sicher vom Chalet, wo die Fabi und Grandma Miller alleine sind. Alleine ist gut. Wir sind in der Stube gehockt. Leisige Musik für die Grandma Miller zu beruhigen. Auf dem Tisch liegt die Madonna-Figur aus Marmor und daneben eine Kerze. Wo auf das Mal fängt an zu flackern. Gefürchtig.
Wir schauen uns an und spüren beide von hinten einen feinen Windhauch. Und dann hat es nach Rauch und Asche angefangen zu schmecken. Wir drehen uns zum Schmine und daraus ist uns ein Hauch mega feine Asche entgegengeschwebt. Die Grandma fängt an zu husten und macht die Tür zur Veranda auf. Dann starren wir wieder zum Schmine. Nebeneinander. Wir gehen ins Hänge. Aber kein Geist ist rausgekommen. Da habe ich allen Mut zusammengenommen und angefangen zu reden. Lieber keltischer Druid, wir wollen euren Grabfrieden sicher nicht stören. Nur unseren Gästen eure Kultur näher bringen. Aber wenn ihr wollt, machen wir einen Vorhang an die Glasfront, wo wir nur ein paar Stunden pro Tag aufmachen würden. Wäre das eine Lösung? Und als ich das sage, hört der Windhauch auf. Wie eine Antwort. Ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich sage, danke, lieber Druid. Ruhet in Frieden. Die Grandma und ich schnaufen auf, drehen uns wieder um. Und da steht er, der Druid ohne Gesicht. Boah! Wir haben beide so laut gemögt, dass der Druid mega erklüpft und gerade hinter sie gestockelt ist. Ich habe das Geschrei und Rumpeln gehört, als ich draussen bin, zu rennen. Als der Druid am Boden gelegen ist und wieder aufstehen will, geht mir auf. Seit wann stolpern Geister und seit wann rumpelt es, wenn sie umfallen? Das ist kein Geist. Nein! Der Druid dreht sich um und rennt zur Verandatür aus. Genau, wo ich das Wägli raufrase. Er rennt zur Stege, aber in dem Moment kommt Sandy Handy in die Drohne runter und blockiert ihm auf Brusthöhe den Weg. Ich stehe in der Stube und sehe die Marmormadonna auf dem Tisch. Und gerade wo der Druid an der Drohne vorbei über eine Verandazaun gumpelt, ist die Madonna aus der Stube zu fliegen, dem voll an den Ring, der schreit, es kracht, dann liegt er unten im Rasen, hebt sich den Fuß und mögt. Ich habe mir den Fuß gebrochen, holt den Doktor die Doppel und zieht mir den blöden Strumpf vom Kopf. Wir haben die Stimme sofort gekannt. Der Dave! Mit einem Damenstrumpf über dem Kopf. Ja, so im Halblicht hat es halt wirklich ausgesehen, wie wenn er kein Gesicht hatte. Boah, nicht den abpfiffen. Silenzium, du Blödian! Wie viel hat der Demma gezahlt für das? Der Dave hat aber nur gerannt wegen seinem Fuß. Der Vogrünige hat uns nachher mega gerühmt. Weil wer hat den Fall wieder mal gelöst? Das Team FLS! Zusammen mit der Madonna aus Fatima. Aber ohne Geisterjägerin. Darum hat Grandma Miller ihr auch nichts zahlen. Aber wie hat der Dave das geschafft mit dem Windhauch aus dem Schmine? Das hat Sandy Handy alleine herausgefunden. Sie hat nämlich im Rasen die Fernsteuerung von einer anderen Drohne entdeckt. Und auf dem Dach oben die Drohne, die dazugehört. Ja, der Dave hat sie also über das Chemie gesteuert, sodass der Propellerwind durch das Chemie in die Schmine ist und feine Asche hat aufgewirbelt. Sandy Handy hat es ausprobiert und es hat funktioniert. So eine schlaue Idee hat ihm Dave gar nicht zugetraut. Ich auch nicht. Und dann haben wir die Ferienfotos von Dave im Internet gecheckt. Und Sandy Handy so, «Du schaut's an, das Hotel, das gibt's gar nicht mehr. Ein Wirbelsturm hat es vor einem Jahr zerstört.» Mit alten Fotos hat der Dave Ferien vortäuscht, sodass er ungestört als Druid alles durcheinander bringen konnte. Am nächsten Tag haben wir bis am Mittag geschlafen. Dann ist der Vogrünige aus dem Spital gekommen, ziemlich hässig. Der Dave hat nichts zugegeben. Nichts. Dafür hat der Vogrünige am Nachmittag bei einer Hausdurchsuchung beim Dave etwas gefunden. Ein Duplikat vom Schlüssel zu den Gräbern. Also eine Kopie vom Schlüssel, der an der Rezeption hängt. Ja. Wo der Dave scheinbar hat ausgelernt, um nochmal einen zu machen. Der hat ja früher im Sahnenhof gearbeitet und gewusst, wo die Schlüssel sind. Und gefunden hat der Vogrünige noch eine alte Bratpfanne mit Asche, wo der Dave das Feuerchen drinnen gemacht hat für die Grabkammer. So hat er das Feuerchen in die Pfanne einfach mitnehmen und zurückgeblieben ist nur der Rauch in der Luft. Aber was wir nicht herausgefunden haben,
wie er im Sahnenhof einen Stromausfall auslöst und gleichzeitig im Chalet oben seine Drohne über dem Chemie fliegen. Ja, und wie er ohne Einbruchsspuren ins Zimmer 111 ist gekommen. Am Abend hat Maria in Casa Maria für uns gekocht. Also für einen Vogrünigen, für einen Grauzopf, für meine Eltern und das Team FLS. Also das Sandy-Handy war natürlich in meinem Hosensack. Die Mami hat beim Anstossen ein bisschen gespöttelt. Sie sei sehr beruhigend, dass jetzt auch wir keine Gespenster mehr sehen. Haha. Etwa am 10 Uhr piepst das Sandy-Handy in meinem Hosensack und Fabi ihr Handy. Mein Bruder hat uns beiden ein Video geschickt. Der Gustavo hat vor Nachtschicht im Rosenpark spontan den Vollmond der Bäume gefüttert. Und dann seht ihr, wie zwischen den Bäumen eine Gestalt auftaucht. Eine mit Kapuze. Und vor dem Haupteingang steigt gerade eine japanische Touristengruppe aus einem Gar und die Gestalt huscht an ihnen vorbei und verschwindet auf der anderen Seite in den Büsch. Die Japaner, ihr Wort wie ein aufgescheuchter Hühnerstall. Wir schauen uns an. Der Dave kann das nicht sein. Der liegt im Spital. Also wer ist das? Und die Mami so, denk ein Mittäter vom Dave. Auch der im Sahnenhof für einen Stromausfall hat gesorgt, während der Dave im Chalet oben seine Schmineschau hat abgezogen. Dann kratzt sich der Vogrünige im Bart und sagt, mal angenommen, die wären wirklich das Zweite und hätten im Auftrag von Emma im Sahnenhof Unruhe gestiftet. Wieso macht denn der Mittäter jetzt ausgerechnet in Rosen weiter? Der Grauzopf hat gesagt, das sei doch ein Nachahmungstäter. Ein Influencer, der sich aufspielen will oder so. An einen Spuk hat immer niemand mehr geglaubt. Ja, ausser die im Internet. Aber die glauben ja jeder sicher. Ja, die aufgeschreckten Japaner haben ja auch Zeugs gepostet wie gestört. Mitsamt gruseligen Vollmondfotos. #Rosenspuk. Am nächsten Morgen hat die Geisterjägerin mit ihren roten Lederjeans aus dem Sahnenhof ausgecheckt. Hier können sie sich ja nicht mehr nützlich machen. Und wir sind am Vormittag Gassi gegangen, an Rosen vorbei schauen, ob die Japaner schon wieder am Abreisen sind. Und wer steht vor dem Haupteingang? Die Emma mit dem Handy vor der Nase, wo sie reingelabert für ein Video. Kein Anlass zur Besorgnis. Die Sicherheit der Rosengäste ginge ihr über alles. Sie haben die Security verstärkt. Der Dorfpolizist patrouillieren und sie halten ihr Wort und bieten 20'000 Franken Kopfgeld für die Klärung von diesem Fall. Und bereits hat eine hochprofessionelle Geisterjägerin die Arbeit aufgenommen, die schon den Spuk im Sahnenhof beendet. Das ist voll gelogen. Das war das Team FLS. Ja, eben, genau. Aber als sie das so hat gesagt, denke ich, wenn es das ein zweites Mal gelingen würde. Also, wenn das Team FLS oder Spuk in Rosen beenden könnte. Ja, dann müsste Emma ihr Geisterkopfgeld uns zahlen. Und der Gustavo als Securitas in Rosen würde sicher helfen. Eine mega Idee. Also, nach dem Mittag haben wir in KG unten gerade einen Schlachtplan aufgestellt. Erstens, das Sandy-Handy überwacht die Rosen, wieder in die Drohne. Zweitens, Claudi Charlie hackt sich in die Überwachungskameras von Rosen und streamt die Bilder gerade live für Fabi auf das Handy. Und natürlich auch das Sandy-Handy. Drittens, der Gustavo hat als Rosen-Securitas in der nächsten Nacht Augen und Ohren offen. Und wir probieren uns die Nacht aus unseren Zimmern zu schleichen. Am 6. Uhr hat der Vogrünige in Casa Maria zu Nacht gegessen. Wir sind schön brav ins Bett. Claudi Charlie hat die Überwachungskameras gehackt und gemeldet, was in Rosen so läuft. Hotel und Casino sind ziemlich voll. Und der Vogrünige zirkuliert durch das Hotel. Mein Bruder war vor allem im Keller, in der Küche und in der Garderobe. Einfach überall, wo es keine Kameras hat. Die Emma und die Geisterjägerin waren ein bisschen überall und ging wieder an die Rezeption schauen, was die Überwachungskameras zeigen. Ich konnte erst um 11:30 aus dem Zimmer schleichen, habe das Handy in die Luft geschickt und habe eine Stellung bezogen in den Büsch im Park beim Haupteingang. Leo und ich haben den Mitarbeitereingang von Rosen überwacht und die Einfahrt zur Tiefgarage nebendran. Ich bin kaum 5 Minuten auf meinem Posten, da schlägt die Kille nur 12 Uhr. Und was passiert? Stromausfall!
Licht, Spielautomaten, alles tot. Laut dem Gustavo sind die meisten Gäste an den Spieltischen geblieben. Viele haben das Handy gezückt und angefangen zu filmen. Er selber ist rauf ins Foyer. Der Vogrünigen und Emma sind sofort runter ins 3. UG zum Hauptschalter. Aber kurz bevor sie unten sind, kommt wieder Strom. Am Hauptschalter war niemand mehr. Aber in der Luft eine feine Note Rauch. Dann geht im Foyer die Tür vom linken Lift auf und drin steht wer? Der ohne Gesicht. Ja, er schmeisst einen Hang voll Asche ins Foyer, alle mögen. Der Gustavo kommt zum Lift, aber 1 Sekunde zu spät. Die Tür ist zu. Der Kapuzentyp fährt mit dem linken Lift rauf und der rechte ist nicht gekommen, weil der Vogrünige im Keller auch den Knopf hat gedrückt. Im 4. Stock steigt der Kapuzentyp aus und blockiert den Lift mit einem Stuhl. Ich konnte alles zuschauen, weil Claudia Charlie mit Bildern von der Überwachungskamera ja direkt auf mein Handy gestreamt. Darum habe ich dem Grauzopf im Foyer durchgegeben, sie solle sofort in den 4. Stock. Sandy Handy ist in Drohne ums Hotel geflogen und hat gesehen, wie im Büro von Emma im 4. Stock das Licht angeht und der Kapuzentyp reinkommt. Er nimmt ein Säckchen mit Asche aus der Kutte, leert es auf den Boden und zeichnet etwas rein. Ein Geier, der schläft. Aber dann ist er nicht etwa wieder gegangen, sondern zieht seine Kutte mit der Kapuze ab. Und dann das Handy mega aufgeregt. Ich glaub's nicht, Fabi, siehst du das? Rote Lederjeans. Die Geisterjägerin. Macht voll keinen Sinn. Aber wir hatten keine Zeit zum Nachdenken. Die Geisterjägerin steht einen Moment lang ruhig im Büro. Hört, wie der Gustavo das Stegenhaus aufrennt. Jetzt kommt sie in Stress, zieht sich den Strumpf vom Kopf, aber so gehetzt. Dass sie sich mit dem Strumpf auch noch gerade eine schwarze Perücke vom Gring schreisst. Dann probiert sie sie wieder anzulegen, aber sie hört den Gustavo schon kommen. Merkt, es reicht nicht mehr. Überlegt, packt die Kutte, rennt zur Balkontür, macht sie auf, geht raus. Und sieht direkt auf Augenhöhe die Drohne mit dem Sandy-Handy drinnen. Im Schwebeflug vor dem Balkon. Das Handy voll überrumpelt, probiert noch davon zu fliegen. Aber da schmeißt die Geisterjägerin ihre Kutte mit aller Kraft direkt auf die Drohne. Ich bin unten gestanden, habe raufgeschaut und alles gesehen und realisiert, jetzt stürzt das Handy ab. Vom 4. Stock. Ich lasse Cleo gehen und renne los. Die Arme ausgestreckt und der Blick gang rauf, um zu schauen, wo sie runterkommt. Und ich bin vom Park her hergesäckelt und sehe die Fabi über einen Randstein stürcheln, aber die Arme vorgestreckt wie ein Goalie. Und noch im Sturz verwutscht sie und bretscht dann flach am Boden. Das hat mir gerade den Schnuff verschlagen und so weh getan. Aber ich habe sie aufgefangen. Oben beim Balkon ist der Gustavo aufgetaucht und ist die Geisterjägerin hinten nachher, wo die Feuerleiter runterrennt, wie pickt der Vogrünige mögt. Halt, Polizei! Aber sie kumpelt am Boden und rast davon. Die Cleo hat nachher geschnappt, aber die hat die arme Cleo einfach weggeschüttet, dass sie gerade auf mich draufgeflogen ist. Die Geisterjägerin rennt zum Park, sieht mich von dort kommen, dreht ab zum Haupteingang und dort quer über den Platz zu den Parkplätzen. Ich bin noch am Boden gelegen und habe gejapset. Aber der Gustavo ist jetzt gekommen und hat die Verfolgung aufgenommen. Und vor allem die Cleo. Mamma mia hat die gekläffert und ist ab wie eine Rakete. Die Geisterjägerin rennt über einen Kiesweg ab Richtung Strasse und dort kommen ihr von unten 2 Gestalten entgegen. Die Cleo rast zu diesem Kiesweg runter, dass es richtig hat gestüppt, kumpelt die Geisterjägerin von hinten an und beißt sie so fest ins Viertel, dass die losheult wie eine Sirene und vorwärts auf den Kiesweg geht. Gerade vor die Füße von diesen 2 Gestalten, die unten rauf sind gekommen. Und die haben sie gerade gepackt. Als ich gesehen habe, wer die 2 sind, habe ich gedacht, ich spinne. Die Mami und die Maria. Dann hat es zack Handschuhe gegeben für die Geisterjägerin mit ihren aufgeschürften Hängen. Hat die gesirenet. Ja, und ich denke gerade so, das Sirenengeheul habe ich schon mal gehört. Ja. Genau so hat die aus dem 111 getönt, was bei ihr im Zimmer hat gespukt. Dann schaut mein Bruder sie genauer an und sagt, «Schau mal da,
Die Freundin vom Dave. Wir haben nicht einmal gewusst, dass der eine Freundin hat. Ja, scheint's noch nicht lang. Mein Bruder hat sie nur mal beim Mitarbeitereingang schmusen. Dann ist uns ein Licht aufgegangen. Die Sirene aus dem 111 und die Geisterjägerin aus dem 303 mit den roten Lederjeans sind die gleiche Person. Nämlich die Freundin vom Dave. Einfach mit einer roten und einer schwarzen Perücke. Genau. Sie hat gerade alles zugegeben. Also, nach der Eröffnung der Kältegräber haben im Internet ein paar Doppel gejammert, die armen toten Kelten fühlen sich sicher gestört im Grabfrieden. Der Dave und seine Freundin haben das gelesen und eine Idee gehabt. Er spielt Geisterlis und sie gibt sich als Geisterjägerin aus. Zum Abkassieren. Er gaukelt Ferien vor, sie checkt mit einer roten Ponyperücke in den Sahnenhof ein und sie redet ein Spuki im Zimmer. Checkt am nächsten Morgen aus und am gleichen Namen wieder ein. Als Geisterjägerin mit einer schwarzen Perücke und roten Lederjeans. Und als die Mami sie nicht engagiert hat, wollten sie die Grandma Miller abzocken. Ja, aber dort haben wir den Dave geschnappt. Dann hat sie sich halt selber einen Strumpf über den Kopf gezogen, die Rose die Japaner aufgescheucht und ist sich bei Emma anbiedern, um die 20'000 Stutz Geisterkopfgeld zu kassieren, das die so grossmaulig im Internet hat versprochen. Ja, schöne Hose, der Plan. Tut sie, wie wenn sie ihre Rose patrouillieren würde, dann zieht sie Strumpf und Kutte an, Lenkt mit dem Stromausfall alle ab. macht Panik im Foyer, fährt in den 4. Stock und blockiert den Lift. Eigentlich wollte sie ja im Büro von Emma Asche und Kutten auf den Boden schiessen und dann Emma rufen und behaupten, sie hätte den Geist getroffen und sanft beschworen. Und der hat versprochen, er wolle sie in Ruhe lassen, hat sich aufgelöst und nur noch die Kutten am Boden zurückgelassen. Aber mein Bruder war halt viel zu schnell im 4. Stock oben. Das Geisterkopfgeld hat uns die Emma natürlich nicht gezahlt. Wer hätte es gedacht? Nicht wir haben die Täterin geschnappt, sondern ein Hund. Und ein Hund brauche ich kein Geld, nur etwas zu fressen. Und dann schenkt sie der Cleo was? Eine Schachtel himbeerrote Luxemburgerli. So eine dumme Kuh. Dann sind wir dort mitten in der Nacht auf dem Käseweg gestanden und die Mami und die Mama haben geschumpfen. Aber der Vogrünigen hat uns gerade mega angefangen zu loben. Und dann nimmt die Maria sogar noch an den Hang, um sie zu beruhigen. Mega jö. Ich dachte, sie gebe ihm ein Münzchen, aber plötzlich surrt mein Handy. Auf dem Display ein Emoji mit Tränen von Sandy Handy. Und ich so dachte, oh nein, die liegt ja noch bei der Feuerleiter. Ja, wir rennen zurück, grübeln sie unter der Kutte aus der kaputten Drohne führen und fragen, Sandy Handy, alles okay? Und sie, alles gut, die Fabi hat mir das Leben gerettet. Dann putze ich ihr das Display ab und sage, wie froh ich bin. Und sie sagt, sie auch. Und in diesem Moment sehe ich, wie sich im Dunkeln bei der Feuerleiter etwas bewegt. Jemand ist dort gestanden. Auch einer von diesen Gästen, der nach dem Krach und dieser Sirene ist rausgekommen. Jetzt hat er natürlich gehört, wie der Luis mit der Sandy Handy geredet hat. Ja, und vor allem, wie sie hat geantwortet. Wie ein Mensch, der denken und fühlen kann. Ein magisches Handy. Und kurz darauf war das Sandy Handy verschwunden.